Von gestern schon angekommen? Moment, Frau Chefin. Jawohl, vor 10 Minuten angekommen. Sehr schön. Ja, aber das Gepäck steht noch draußen. Wo ist denn schon wieder der Lenz? Eine gute Frage. Der ist noch nie da, wie man braucht. Also, Josef, sorgen Sie dafür, dass das Gepäck aufs Zimmer gebracht wird, ja? Zur Not müssen Sie es selber aufbringen. Ja, bin ich blöd. Hey. Wird selbstverständlich sofort erledigt, Frau Chefin, natürlich. Josef, Sie wissen, ich muss mich heute ganz auf Sie verlassen können. Wir haben doch heute Abend unseren großen Fernsehauftritt. Aber Frau Chefin, habe ich Sie schon einmal im Stich lassen, hä? Ich weiß schon, was ich an Ihnen hab, Josef. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Mama? Ja. Mama, wo bleibst du? Durchgehen. Wir können den Text noch nicht. Ja, wieso? Das macht doch nichts. Da läuft ja sowieso das Playback. Ach, Schmarrn. Außerdem singst du viel zu schleppend, das habe ich doch schon 100-mal gesagt, aber du hörst nicht. Ja, Mama. Und immer ich werde jetzt zwei. Oh mei, immer das Gleiche mit den zwei. Jetzt sind schon seit Jahren, was heißt seit Jahren, seit Jahrzehnten das Erfolgsduo schlechthin. Und genauso lang hackeln sie weg ein paar Takte hin oder her. Ist doch wurscht. Spart doch sowieso keiner. Jetzt sitzt der tatsächlich auf der Terrasse draußen und macht Brotzeit. Lenz! Lenz, gehst her oder nicht? Wenn du mich schon so fragst, dann lieber nicht. Du hast vielleicht schon wieder eine unangenehme Tonlage in aller Früh. Ja. Und du bist schon wieder beim Fordern. Genau. Das ist nämlich statistisch nachgewiesen, das einzig wirksame Mittel, um den Hunger zu stillen. Ist was? Ja, das Gepäck von den Gästen steht schon seit über 2 Stunden vorm Eingang draußen. Ich dreh noch durch. Das seid doch erst vor schlappe 5 Minuten angekommen. Immer diese Hektik. Du bist da sowas von ungemütlich. Ach so, der Herr möchten es lieber ein bisschen gemütlich haben. Aber logisch. Schluss jetzt. Pfui Teufel, Backstuhlkäse. Entsorgen. Aber gern doch. Sag mal, du kriegst den Kram doch nie voll. Lenz, wo es heute Mittag einen Kaiserschmarrn gibt. Ist sie nicht. Dann krieg ich Verstopfung. Einen Tritt in den Hintern kriegst du geil. Aber, Herr Chefportier, wie unflätig. Ob Regen, Wind und Wetter, die Sau wird immer fetter. Lieber. Der Tag wird kommen, da renne ich den noch mal. Dann kannst du aber deine Kupfer selber schleppen. Ätsch. Ich glaub, da ist ein Grabstein drin. Wenn das kein vernünftiges Trinkgeld gibt, dann wäre mir der Koffer wahrscheinlich aus der Hand fallen. Auf die Schuhe von der Gnädigsten. Josef, ich hab das Gefühl, heute musst du dir noch ein starkes Nervenkostüm zulegen, sonst drehst du auch noch durch. Guten Tag. Grüß Gott. Grüß Gott. Der Herr wünscht ein Zimmer. Anzunehmen. Andreas Stocker, Pianist und Sänger. Okay. Ja, das freut mich aber, dass Sie bei uns in unserem wunderschönen Schlosshotel absteigen, buchen wollen. Was darf ich Ihnen anbieten? Ein wunderschönes Südwestzimmer mit Balkon, unvergleichlichen Panoramablick. Oder vielleicht doch lieber eine Suite? Na, sehe ich aus wie Onassis? Ich bitte Sie, Herr Stocker. Als Pianist und Sänger, da habt ihr doch ein gewisses Image zu pflegen, nicht? Ja, Image hin, Image her. Wir wollen mal immer schön auf dem Teppich bleiben, ne?
Ah, ein Klavier. Das trifft sich ja hervorragend. Oh, es wäre uns eine große Ehre, wenn der Herr Pianist und Sänger bei Gelegenheit oder vielleicht auch gleich etwas von seinem Können zum Besten geben würden. Wir wollen noch ein bisschen abwarten. Die Damen des Hauses sollen ja auch keine ganz Unbekannten sein. Zumindest was die Volksmusikszene betrifft. Bitte, sind nicht ganz unbekannt? Die Maria und die Margot Hellberg, das sind doch wahre Koniferen, nicht wahr? Was Sie nicht sagen. Also, ich nehme dann ein Einzelzimmer, ja? Sehr wohl, der Herr. Wie lang gedenken Sie zu bleiben? Ach, das ist noch unbestimmt. Aha. Lenz! Lenz! Ich dreh nur durch. Ein ganz 50er am Stück. Das sind schlappe 0,25 Euro. Lenz, bring das Gepäck vom Herrn Stocker auf Zimmer 17. 17? Das ist ja im ersten Stock. Gibt's da ein Problem? Für die nicht, aber für mich. Ein ulkiger Mensch, nicht wahr? Ja, ulkig. So kann man es auch nennen. Bitte schön, Zimmer 17. Hier geht's lang. Das Gepäck kommt sofort. Josef, haben Sie die Mama gesehen? Ich hab gedacht, die ist bei Ihnen. Ja, ich auch. Grüß Gott. Guten Tag, Fräulein Margot Hellberg. Margot Hellberg. Wie reizend. Wie überaus reizend. Ja, dann schauen wir noch, wo die Mama ist. Auf Wiedersehen. Hoffentlich bald. Das Gepäck kommt sofort. Bitte. Ach so, ja, danke. Mein Lieber, das gefällt mir ja schon. Ich möchte gerade wissen, was die Leute alles für Kraft mit in den Urlaub schleppen. Lenz, ich warne dich. Dieser Herr ist Pianist und Sänger. Ah, dann hat er sein Klavier da drin. Du, und wenn der jodelt, dann ist mir das auch wurscht, was der ist. Ja. Was haben wir denn heute noch alles, hä? Naja, das kriegen wir schon in den Griff. Aber was den Lenz anbelangt, da werde ich mit der Chefin ein paar Tage reden müssen. Der Mensch, der wird von Tag zu Tag noch langsamer und fauler. Wenn das so weitergeht, dann treibt er mich noch zum Wahnsinn. Jetzt übertreibst du aber. Stell dir doch einmal vor, wie freudlos dein Leben wäre ohne mich. Bleib cool, Josef. Oh je. Entschuldigung, die Herren, ich habe den Eindruck, mein Fenster klemmt. Das werde ich Ihnen augenblicklich und höchstpersönlich entkämmen. Kämmt sonst noch was? Nein, nicht, dass ich wüsste. Eine Frage. Habe ich ein Gepäck richtig im Zimmer platziert? Ja, natürlich, danke, alles bestens, wirklich. Ganz toll gemacht, guter Mann. Klavierinist, Geiziger. Der Mensch, der lernt's doch nie. Jetzt lasst er tatsächlich wieder sein gestinkertes Kaspapier auf der Terrasse rumliegen. Mei. Schlosshotel, Schlosshotel. Runter tut es ja nicht, weil die gnädige Frau von und zu, die muss ja absteigen wie Fürstens. Es ist ja nicht zum Aushalten mit dir. Meckert doch nicht die ganze Zeit. Du, mir geht's doch herin zu geschwollen und zu vornehm zu. Franz, bitte verdirb mir jetzt nicht den Urlaub. Einmal im Leben wollte ich heute auch einmal nicht mit unserem alten, vergammelten Camper rumgurken. Ich wollte einmal einen gepflegten Urlaub machen. Mich ein bisschen bedienen und verwöhnen lassen. Aber dir fällt ja von in der Früh bis auf die Nacht nichts Besseres ein, als rumzumosern. Du bist Was bin ich? ein richtiger Egoist bist du. Du geh? Jawohl. Als ob ich es nicht auch einmal verdient hätte, dass ich nichts tue. Da sage ich ja gar nichts dagegen. Aber nichts da hast in einen einfachen, gemütlichen, ländlichen Gasthof auch tun können, nicht? Ich fühle mich da herin einfach nicht wohl, passt da. Freilich, du fühlst dich ja nur in einem verräucherten Wirtshaus an einem Biertisch wohl, wo's dich drauflümmeln kannst und ein Maß nach der anderen neiziehen. Na. Entschuldige, dass ich das vergessen konnte. Du gell, jetzt wär's ja nicht beleidigend. Weil sonst kann ich noch ganz anders, dass du auskennst. Mei, ich hab mich so auf den Urlaub gefreut. So schön hab ich mir das vorgestellt, wenn wir zwei am Abend gut angezogen und gepflegt so bei einem Kandellichtdiener sitzen. Du, mir ist ein Leberkas lieber. Und Kerzen brauche ich auch keine.
bei leiser Musik, ein bisschen eine gepflegte Konservation führen. Jetzt magst du aber aufhören, gell? Mit mir kannst du dich bestenfalls unterhalten, wenn überhaupt. Na, mit dir kann man nicht einmal das. Mit dir kann man nur streiten. Ich streite doch nicht. Aber eins lass dir gesagt sein, liebe Cordula. Und zwar ein für alle Mal. Ich führe keine Konversation. Und schon gleich gar keine anspruchsvolle. Ja. So. Du bist und bleibst ein Büffel. Ach, war ich bloß allein gefahren. Ja, gescheiter wär's gewesen. Dann kann ich nämlich jetzt jeden Abend gemütlich in einem Biergarten sitzen und eine gepflegte Maß Bier trinken. Aber nein, ich muss mir in einem Schlosshotel rumdrucken. Blär doch da nicht so rum. Ach so, hier wird ja nur geflüstert. Das habe ich jetzt ganz vergessen, gell? Dann will ich dir auch was flüstern. Ich gehe jetzt spazieren, unten am See. Und wenn die Frau Lust haben, können sie mich begleiten. Am Buckel kannst du mal runterrutschen. Der hat doch nur das Bier im Kopf. Au, Zwick. Die schaut mir sehr verdächtig nach Trübsinn und Wehklagen aus. Ja, Lenz, was ist denn los? Ist was los? Wo und wann ich dich heute sehe, stehst du bloß in der Gegend umeinander. Nein, das weißt du, Frau Chefin. Ich bin ja praktisch neben dem allgegenwärtigen Hausdiener noch der Seelenklempner aller frustrierten Stadtpflanzer. Ist ja alles recht und gut, Lenz. Aber ich habe dich nicht als Therapeuten eingestellt, sondern als Hausdiener. Und als solcher gehst du jetzt nach Hause und schwingst einen Besen, und zwar ein bisschen flott. Ich trau nur durch. Meine umfassenden Fähigkeiten werden permanent verkannt. Das tut weh. Margot! Margot! Was gibt's, Mama? Die Margot sei so gut und kümmert dich ein bisschen um die Bedienung draußen auf der Terrasse. Ach, Mama. Ich wollte mich für heute Abend auch noch ein bisschen ausruhen. Das kannst du noch stundenlang nachher. Außerdem zirkst du immer noch nach. Mit was? Ja, mit dem Takt. Dann singst du dafür nicht ganz so flott, dann passt's auch wieder, gell, Mama? Du, was war denn das eigentlich für ein netter Typ, der da vorhin angekommen ist? Also merkt ihr das, bei uns gibt es grundsätzlich keine netten Typen, sondern höchstens angenehme Gäste, gell? Mein Gott, man wird doch nur mal fragen dürfen. Nein, darf man nicht. Wir sind es dem Ruf unseres Hauses schuldig, dass es keinen Flirt gibt oder ähnliches. So, kannst du mir dann freundlicherweise mal verraten, wann und wo ich einen Mann kennenlernen soll? Ich komme keinen Schritt raus aus dem Hotel und da soll dann Zeit meines Lebens mit Scheuklappen rumrennen. Das funktioniert nicht. Da kommt schon mal einer. Irgendwann. Ja, irgendwann mit Sicherheit. Aber der wird höchstwahrscheinlich mal da in unser Hotel reinkommen. Und wenn der mir gefällt und ich ihm, dann, meine liebe Mama, kannst du einen Kopfstand mit Überschlag machen, weil du dann in dem Fall rein gar nichts verhindern kannst. Untersteh dich, gell? Wir sind es dem Ruf unseres Hauses schuldig, dass es keinerlei Techtelmechtel gibt. Wo kam man denn da hin? Mama, jetzt reg dich doch nicht so künstlich auf. Hm? Meinst du vielleicht, ich merke das nicht, wie du schon seit Jahren, naja, mal mehr oder weniger offensichtlich mit dem Josef flirtest? Er mit dir ja sowieso, das merkt ja ein Blinder. Sag mal, hast du deinen Verstand noch beieinander? Also Kind, merkt dir das eines, gell? Ich bin hier die Chefin und der Josef ist mein Angestellter und sonst gar nichts. Deswegen siehst du ihn aber trotzdem gern, stimmt's? Hab ich jemals irgendetwas getan, was ich nicht verantworten könnte? Nein. Aber du tätst das gern, oder nicht? Jetzt hörst du aber auf, gell? Und fragst mir nicht solche Sachen. Bin ja schließlich deine Mutter. Und ganz nebenbei auch noch eine Frau, die, sagen wir mal, verliebt ist. Also jetzt hörst du aber auf, was du dir da zusammenfantasierst. Das ist ja direkt lächerlich. Komm, Mama, zu mir kannst du doch ehrlich sein. Du, ich bin schon lange nicht mehr das kleine Mädel, das mit die Zöpfe da herin rumgrinnt ist. Ja. Wenn dir das auch anscheinend entgangen ist. So. Und jetzt sagst du mir auf der Stelle, was das für ein Typ ist. Also ein gewisser Andreas Stocker, Pianist und Sänger. Ja, das darf ja prima passen. Sänger. Ja? Mama, das ist genau das, was uns noch fehlt. Das ist genau das, was uns nicht fehlt. So, jetzt schwingst du und suchst dir meinetwegen da draußen einen Liegestuhl. Hätte ich sowieso. Ach, und macht dem Josef ja keine schönen Augen. Sowas tut dich nicht. Hoppala! Nicht so stürmisch, junge Frau. Schau, Moment noch mal rein.
Der Schub wird mir ja direkt noch sympathisch. Oh, grüß Herr Gott, Frau Hellberg. Mein Lieber, ein properes Personal haben Sie da. Alle Achtung. Also da Sie erst ein paar Tage bei uns sind, Herr Rammelmeier, ist Ihnen sicher nicht bekannt, dass das meine Tochter Margot ist. Gehören's auf. Na, das gibt's ja nicht. Also ich würde Sie am Schlag für Schwestern halten. Ehrlich. Finden Sie nicht, dass dieses Kompliment schon ein bisschen abgenützt ist? Ha? Na, das ist meine Überzeugung. So? Wenn ich es Ihnen sage. Trotzdem Dankeschön. Und? Wie gefällt's Ihnen bei uns? Alles zu Ihrer Zufriedenheit? Ja, soweit ist alles ganz in Ordnung. Bloß der Rahmen, also das ganze Drum und Dran, wissen Sie, das ist mir ein bisschen zu geschwollen. Also zu vornehm. Aber da können ja Sie nichts dafür, gell? Aber Herr Rammelmeier, Sie, ein Mann von Welt, mit tadellosen Umgangsformen, gepflegt. Sie bewegen sich doch selbst sicher in einem Umfeld, das Ihrer Persönlichkeit angemessen ist, ne? Ehrlich? Aber selbstverständlich, Herr Rammelmeier. Und glauben Sie mir's, wenn man sich von seinem gewohnten Umfeld ein bisschen distanziert, um Neues und Unbekanntes kennenzulernen, da kann man doch bloß an guten Erfahrungen gewinnen, meinen Sie nicht? Ja, da haben Sie irgendwie vollkommen recht, gell? Man muss das Ganze nur von einer anderen Perspektive betrachten. Ja. Also so gesehen und überhaupt in Gesellschaft einer so überaus charmanten Dame, Frau Hellberg, da fühlt man sich doch zusehends wohler, gell? Um nicht zu sagen, sauwohl. Na sehen's. Sie werden ein paar wunderschöne Tage mit Ihrer Gattin verbringen. Mit wem? mit meiner alten, also Frau meines. Wir haben mich da jetzt unbedingt dran erinnern müssen. Aber Herr Rammelmeier, Darf ich Ihnen einmal im Vertrauen was gestehen? wenn's nicht zu indiskret ist? Danke. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie soll ich mich da ausdrücken. Schauen Sie, so wie ich mein Leben friste, also verbringe, nicht wahr? Das ganze Jahr ohne zwischenzeitliche Auffrischung, immer mit ein und derselben Frau. Man, sie ist ja soweit ganz in Ordnung, gell? Aber Sie verstehen mich schon, immer das Gleiche, nicht wahr? Jahr für Jahr, Woche für Woche, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Und das lebenslänglich, ich frage einer. Wer soll denn das aushalten? Ha? Aber Herr Rammelmeier, jetzt übertreiben's aber. Sie haben doch ganz eine attraktive Frau. Ja, schon. Ich meine, für daheim rum geht's ja, nicht? Aber was ich sagen wollte, wissen Sie, im tiefsten Grunde meines Herzens bin ich ein Rebell. Ein einsamer Wolf. Sehr direkt beängstigend, Herr Rammelmeier. Besonders, wo wir heute Vollmond haben. Fangen Sie mir ja nicht heute Nacht zum Heulen an. Sie einsamer Wolf, Sie. Ah, Josef. Hat jetzt die das ernst gemeint oder willst du mich verarschen? Weiber. Natürlich, Frau Chefin. Selbstverständlich wird sofort erledigt, Frau Chefin. Also, der Frau ist nicht wohl, wenn es mir nicht um einen anschauen kann. Obwohl, ich muss sagen, also irgendwie, Josef konnte das, dieses Haus ein Zauber zu bleiben. Hallo, hier bin ich. Ah, grüß dich, gut. Haben wir schon einen Spaziergang gemacht heute, ha? Wieso, Sie kennen mich? Sie belieben zu scherzen. Na gut, wie Sie meinen, ich hätte gern eine Suite auf unbestimmte Zeit. Wieso? Gefällt Ihnen das Einzelzimmer nicht? Ich meine, Sie haben doch... Nicht klar und deutlich ausgedrückt. Also haben Sie nun eine Suite? Ja, selbstverständlich haben wir eine Suite. Ich meine nur, nachdem Sie schon... Mein bester Freund, Sie denken und meinen zu viel. Darf ich jetzt um den Schlüssel bitten? Selbstverständlich. Entschuldigung. Entschuldigung. Bitteschön. Das Gepäck steht draußen. Noch einmal Gepäck. Das heißt bitte nochmal. Also Sie scheinen mir für ein Portier etwas ungeeignet, mein Bester. Wo geht's lang? Da? Sind Sie sicher? Ja, ich glaube schon, ja. Bitte notieren Sie Stocker. Ja, ich weiß, Pianist und Sänger. Freut mich, dass ich so bekannt bin. Um Himmels Willen, was glotzen Sie mich denn so verstört an? Entschuldigen Sie, ich glotze immer so. Aha,
Also Sie sind meines Erachtens etwas überarbeitet, aber wovon bleibt mir ein Rätsel? Ja, jetzt glaube ich es aber schon. Wieso braucht jetzt ein einzelner Mensch ein Einzelzimmer und dann gleichzeitig eine Suite? Und dann tut er so, wie wenn ich ihn überhaupt noch nie gesehen hätte. Ja, hören wir da auf mit den Künstlern. Die haben alle miteinander einen Sprung in der Schüssel. Oder vielleicht noch ich. Ja, aber das war ja furchtbar. Linz! Weißt du, was ich dir zum Geburtstag schenke? Ein Megafon. Da kannst du noch ein bisschen lauter blären. Linz, bring das Gepäck vom Stockern auf. Ich hab da schon alles aufgebracht. Ich trau noch durch. Steh nicht so deppert rum, dann bringst du halt noch mal was auf. Irgendwann passiert in diesem Haus was Schreckliches. Verlass dich drauf. Ah, jetzt geht mir eine ganze Steuerlaterne auf. Ja, natürlich. Da wird eine Geliebte antanzen. Und da braucht der Herr Pianist und Sänger natürlich auch eine Suite zum Protzen, nicht wahr? Aber von der spricht man auch von wegen Onassis und so. Ja, aber nicht mit mir. Nicht mit dem Moser Josef. Da ist er viel zu clever dazu. Jetzt bin ich froh, dass ich kein Künstler bin. Sonst darf ich womöglich auch noch spielen. Das tust du sowieso, dass du mit dir selber redst. Also dieser Stocker, der hat mich doch tatsächlich jetzt kurzzeitig aus der Fassung gebracht. Nein, ich gehe jetzt auch allein spazieren. Was du kannst, kann ich schon lang. Oh, gnädige Frau! Hoho, Respekt! Entschuldigung. Aber da gibt's doch nichts zu entschuldigen, lieber Josef. Ich sage dir, so gehst du mir nicht in die Öffentlichkeit. Entweder ziehst du das Gewand da auf oder ein Busen oben. Oder, oder? Schauen wir da damit. Männer, gell? Ja. Gnädige Frau, wenn ich mir eine Bemerkung erlauben dürfte, Dürfen Sie, lieber Josef? lassen Sie alles da, wo es ist. Wie meinen Sie denn das? Bitte, ich meine, ziehen Sie nichts auf und drücken Sie nichts hinunter. Passt alles optimal. Entschuldigung. Aber wofür denn? Störe ich? Ja, Sie wollten einen Spaziergang machen, gnädige Frau? Ja, das hätte ich eigentlich vor. Aber bitte auf keinen Berg rauf. Ich hab doch erst kürzlich so eine starke Patina gehabt. Fürchterliche Halsschmerzen und Atemnot. Na, das ist der Schnaufe noch nicht. Nein, da haben Sie vollkommen recht. Ich meine, mit so einer Angina ist nicht zu spaßen, gell? Besonders, wenn man schon Patina angesetzt hat. Gnädige Frau, ich habe hier eine Karte vom Dorf. Schauen Sie, Sie gehen jetzt am besten von hinten um die Kirche rum. Entschuldigung, aber wo finde ich denn die Kirche? Nicht zu übersehen, weil es das einzige Gebäude ist im Ort, das einen Turm hat. Natürlich, wie dumm. Aber woran sehe ich, wo bei der Kirche hinten ist? Weil der Turm immer vorne ist. Jetzt schaut, dass meine Kunst verschwindet. Ich möchte bloß schauen, wie lange du die gnädige Frau um die Kirchen rumjagst. Schleich dich. Ich hasse dich. Gnädige Frau, jetzt noch einmal ganz langsam, ja? Dass wir nichts durcheinander bringen. Also passen Sie auf, Sie gehen uns jetzt am besten... Bitte wieder an Ihre Arbeit, Josef. An welche bitte? Josef! Gnädige Frau, es gehört unzweifelhaft zu meinen Aufgaben, auf Fragen unserer Gäste auch zu antworten. Oder sehe ich da irgendwas falsch? Also, nochmals vielen Dank, lieber Josef. Bitte schön. Wie Sie sagten, hinten um die Kirche herum, wo der Turm vorne ist. Ja. Danke. Bitte schön. Was haben Sie denn da für einen Schmarrn erzählt? Ja, wieso Schmarrn? Ich bin ja auch in meinen Ausführungen unterbrochen worden. Also komm, jetzt tun Sie nicht so unschuldig, ja? Sie wissen ganz genau, ich dulde nicht. Dass ich ein weibliches Wesen auch nur aus der Ferne näher betrachte. Ich weiß. Ach so, was wollten Sie sich denn überhaupt sein? Schauen Sie doch hin, was wollen. Aber nicht gerade in einen Ausschnitt, gell? Das dulde ich nicht. Sie repräsentieren schließlich unser Hotel. Was soll denn da die Frau Rammler denken? Oh, Rammelmeier. Gar nix. Weil sie nämlich hinten keine Augen hat. Und ich mag das nicht, dass Sie mir sagen, was ich gehört und was nicht. Und wo ich hinschauen darf und wo nicht. Was ist denn das für ein Ton, ha? Wär's mir ja nicht frech, gell? Ich lasse mich von unseren Gästen nicht behandeln wie ein Schulbub. Das stimmt einmal. Dann dürfen Sie sich auch nicht benehmen wie ein Schulbub. Sie, ein erwachsener Mann.
Eben. Was eben? Ja, es liegt nun mal in der Natur eines halbwegs normal veranlagten Mannes, dass ihn praktisch die so gewisse Körperteile des anderen Geschlechts die Blicke magisch an sich ziehen. Das geht automatisch, da kann er gar nichts dafür. So, Ja. automatisch. Ja. Ja, das bin ich ja. Ich auch, gnädige Frau, bin ich auch. Auch dieser Anblick, verehrte Frau Chefin, versetzt mich durchaus, natürlich meiner untergeordneten Stellung vorausgesetzt, in gedämpftes Entzücken. Unglaublich! Ja. Aber gefallen wird's dir doch, gell? Wo um Himmels Willen bleibt mein Gepäck? Entschuldigung, der Lenz hast doch schon gebracht, oder? Entschuldigung. Lenz! Lenz! Frau Prinz, Wo hast denn du die Koffer vom Herrn Stocker hin? ja, fürs Zimmer habe ich es gestellt, weil es zugesperrt war. Warum? Jetzt aber flott. Du Depp, der wohnt doch in der Suite. Wieso wohnt der jetzt in der Suite, wenn er vorher auf 17 war? Frag mich was Leichtes. Wahrscheinlich rennt er die ganze Zeit hin und her. Moment. Da müsste der da vorbei, oder? Ja, spinnt jetzt der oder du? Au! Zum Donnerwetter nochmal! Wer hat denn bitte die Koffer vor meine Zimmertür gestellt? Seid drüber gestolpert. So ein Beck, ha? Entschuldigen Sie bitte, vielmals ein Missverständnis. Sie wollten ja Ihr Gepäck auf der Suite haben. Ich will gar nichts. Ich will lediglich einmal für eine Stunde meine Ruhe. Verstanden? Verstanden? Danke. Bitte. Ich dreh noch durch. Ja, wo jetzt? Spinnt jetzt der oder wir alle zwei? Im Zweifelsfall nie der Gast. Moment. Ja, wieso kommt das der gleichzeitig von da und von da? Koffer um. Ich dreh noch durch. Lenz, bleib mal vor. Was? Lenz, schau mir in die Augen. Siehst du da schon irgendwie Symptome beginnender geistiger Verwirrung? Verengte Pupillen? Starrer Blick? Nicht ganz unbedenklich. Ja, aber Lenz, du hast doch das Gleiche gesehen, was ich auch gesehen habe, oder? Exakt. Bewusster Stocker ist aus dem Loch da raus und gleichzeitig aus dem anderen wieder rein. Ja, dann spinnst du genauso wie ich. Was? Ja, oder dieser Stocker ist ein... Ich bin ja nicht doof. Tagchen auf. Grüße Gott, Ihr Name ist Stocker. Sie sind Pianist und Sänger, ich weiß. Wie lange gedenken Sie zu bleiben? Na, nun mal langsam, Männchen. Wieso denn Stocker? Ja, wieso nicht Stocker? Wir haben auf jeden Stock einen Stocker. Erlauben Sie eine bescheidene Frage. Ist das hier ein Hotel oder ein Irrenhaus? Ich muss doch schon sehr bitten. Sie sind ja gar nicht der Stocker. Nee, sollte ich das? Ich bin Berliner. Gott sei Dank. Und kein Pianist? Nee, und singen kann ich auch nicht. Gott sei Dank. Ich kann mir das Gefühl nicht erwehren, dass Sie mit Ihren Gehirnwindungen gewisse Probleme haben, wa? Aber nee, keine Bange nicht. Herrschaftszeiten um nicht. Das steckt vielleicht an. Ich meine, keine Bange nicht. Entschuldigen Sie, wie war gleich wieder Ihr Name? Wieso denn wahr? Mein Name ist Stocker. Nee, eben nicht Adler. Bobby Adler aus Berlin. Wo ich nicht aufgepasst war. Entschuldigen Sie, bitte schön, hier, jetzt im 18, hier geht's lang, das Gepäck kommt sofort. Bitte schön, gehen Sie entlang hier, das Gepäck kommt sofort, Herr Stocker, ja? Berliner. Adler. Berliner Adler. Na, darum möchte ich aber auch sehr gebeten haben. Mensch. Menschenskind, sowas nennt sich nun Schlosshotel. Und an der Rezeption schon ein Bekloppter. Ich hab's geahnt, dass dieser Tag heute noch Probleme mit sich bringt. Für sowas habe ich den 3. und 4. Sinn. Hallo! Hallo! Varel, mein Name. Veruschka Varel. Oh, freut mich ungemein, Sie beide bei uns. Ich meine, Sie bei uns begrüßen zu dürfen, ja. Ja,
wenn ich Ihnen den Grund meiner momentanen geistigen Verwirrung erklären dürfte, wir haben hier einen Gast, der immer doppelt erscheint, wissen Sie? Eine von da und eine von da. Komisch, gell? Ja, sehr komisch. Ja, ich meine, sowas geht doch normal gar nicht, oder? Aber sonst geht's Ihnen den Umständen entsprechend gut. So, ja, natürlich, ja, selbstverständlich. Sie wollten ein Zimmer, nicht wahr? In der Tat. Ach, welche rasche Auffassungsgabe Sie besitzen. Sie belieben zu scherzen. Ja, gerade so wie Sie auch. Ich bin ja wirklich für jeden guten Witz zu haben. Aber wohlgemerkt, die Betonung liegt bei gut. Na? Haben Sie denn jetzt ein Zimmer für mich? Sogar 2. Schön. Hier. Nummer 13, ja dann, gute Nacht. Naja, ach, meine Koffer stehen draußen, ja? Jawohl. Wo geht's lang? Hier, bitteschön. Danke. Klappe zu. Klappe zu. Du, das war doch das reinste Modell. Hast du das gesehen? Ich trau da durch. Aber zuerst bringst du die Koffer aufs Zimmer, ja? Nein, so viel Makulatur habe ich ja in 20 Jahren nicht gekriegt, wie in den letzten 5 Minuten. Was muss denn dieses super Vollblutweib bloß für einen Eindruck von mir haben? Ach, Josef, du bist ein Granatenarmleuchter. Wohin? Zimmer 13. Wenn das kein saftiges Trinkgeld gibt, dann kündige ich auf der Stelle. Aber Moment mal. Josef, wer ist denn da gerade angekommen? Josef! Hallo! Ja, bitte. Wer da gerade angekommen ist, möchte ich wissen. Die Dame hat der Varell sogleich geschaut. Nein, nicht nur gleich geschaut, sie war's. Und da rufen Sie mich nicht. Frau Chefin, vergessen Sie die Varell, vergessen Sie alles. Wir beherbergen in unseren ehrwürdigen Gebäuden einen Gast, der alles vorher Dagewesene in den Schatten stellt, einen grandiosen Magier. Was ist das? Ja, Sie wissen doch, dass es Menschen gibt, die da und gleichzeitig da sein können. Josef, ich muss mir ernsthaft Sorgen machen. Nein, er ist einer der Größten der Welt, dem schier überhaupt nichts unmöglich ist. Jawohl, er verändert sein Aussehen. Ja, er geht durch Mauern wie durch Pudding. Er setzt sich in der Mitte durch und setzt sich auch noch wieder zusammen. Er ist an mehreren Orten gleichzeitig und er ist bei uns. Es ist der David Chopperfeld. Wie du mir die Sachlage schilderst, spuckt's bei uns. Oder? Die logischere Erklärung, du spinnst. Du fangst jetzt gleich eine, gell? Und außerdem spuckt's in einem Schlosshotel nicht. Wenn's spuckt, dann darf's höchstens spuken, kapiert? Na, so ausgeschlossen war das auch wieder nicht. Wir sind einmal ein altes Schloss. Da kann es doch durchaus einmal passieren, dass einer mal anspuckt. Geistert. Vielleicht in einer mittelalterlichen Burg, aber doch nicht bei uns. Lenzer, sei am besten Gang statt. Du gibst nur Schwachsinn von dir. Die drehen noch durch. Weißt du was? Du kannst mir jetzt in Zukunft dem Mondschein begegnen. Schau doch selber, wenn du mit deinen Problemen da oben fertig wärst. Aber das merkst du. An meinem Busen bleibst du dann auch nie mehr auswohnen. Ja, wer wohnt denn, du Depp? Tito. Morgen, die Herren. Morgen. Morgen. Ein wunderschöner Tag, nicht? Ja, wunderschön, ja. Wunderschön, ja. Ist irgendetwas? Nein, alles in Ordnung. Sie spielen Tennis, Herr Stocker? Ja, leidenschaftlich gerne. Dann wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Tennistag, Herr Stocker. Tito. Danke, die Herren. Du, das war aber kein Geist nicht. Der hat dermaßen penetrant nach Aftershave gestunken, sowas macht kein normales Gespinst. Sag ich doch. Da muss ich leider meine vorherige Äußerung bekräftigen. Du spinnst. Okay. Naja, jetzt glaube ich selber, dass ich was durcheinander gebracht habe und dass ich gestresst bin.
Obwohl ich werde genau beobachten, was in diesem Haus vor sich geht. Auch nicht die kleinste Kleinigkeit wird meinem messerscharfen Verstand entgehen. Der Sache werden wir auf den Grund kommen, das war doch klar. Ha! Ha! Na, lieber Josef, geht's Ihnen wieder besser? Frau Chefin, alles bestens, alles in Ordnung. Das war nur so ein kurzzeitiger Blackout, wie man so sagt, gell? Gott sei Dank. Ich war ernstlich beunruhigt. Oh, das freut mich aber, dass Sie so besorgt sind um mich, Frau Chefin. Ich mache mir nicht um Sie persönlich Sorgen, sondern um den Betrieb. Ja. Ein Lenz kann ich ja wohl nicht gut da hinten einstellen, ne? Außerdem faselt ein einigermaßen normaler Mensch nicht plötzlich was von einem Job erfährt. Frau Chefin, aber den ich mein. Glauben Sie mir, der kann das alles so, wie ich Ihnen geschildert habe. Ja, das bestreite ich ja gar nicht, Josef. Naja, ist ja wurscht. Wie war übrigens der Auftritt gestern Abend? Wir können es fragen. Wieder ein voller Erfolg. Ah, wie könnte es auch anders sein? Haben Sie der Tochter wieder einmal die Schau gestohlen, hä? Wie meinen Sie jetzt das schon wieder, Josef? Na, Frau Chefin, bei Ihrer Ausstrahlung. Fangen Sie jetzt schon wieder damit an. Ich habe Ihre unpassenden Bemerkungen von gestern noch nicht vergessen, gell? Habe ich eine unpassende Bemerkung gemacht? Oh, das tut mir aber leid. Sie wissen ganz genau, von was ich rede. Und dann noch diese Blicke. Mein Gott, Blicke verirren sich halt manchmal nicht. Schaut, dass heute bitte dieses schöne Dirndl anhaben. Also Josef, muss ich es Ihnen denn immer wieder sagen? Bitte unterlassen Sie jetzt und für alle Zeit jegliche Anspielung in bewusster Richtung. Sie scheinen mir wirklich zu vergessen, dass ich Ihre Chefin bin. Nein, das vergesse ich nie. Und mit Verlaub, dieser Umstand stimmt mir manchmal ganz gewaltig. Trotzdem bin ich jetzt schon vielmals um Entschuldigung für all das, was ich jemals gesagt habe oder in Zukunft vielleicht noch sagen werde. Sie können es wirklich nicht lassen, was? Nein, nie! Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Herr Stocker. Ist das heute nicht ein zauberhafter Tag? Und ich sage Ihnen, die Luft ist geradezu geschwängert von den Düften des Sommers. Herrlich. Schön, dass Ihnen bei uns so gefällt. Ja, ich schließe mich selbstverständlich den Ausführungen meiner Frau Chefin an, obwohl wir uns ja heute schon gesehen haben, nicht? Ja, muss mir entgangen sein. Na dann. Moment! Sie waren doch beim Tennisspielen, oder? Sieht mir aber doch eher nach Golf aus. Wohl nie sehr sportlich gewesen, was? Hättest du gern, dass ich gar Tennisschläger nicht Klär's doch auf. Nein, das muss geklärt werden, und zwar sofort. Ah, ich hab's ja noch. Natürlich. Sie sind bei der Tür raus, haben sich draußen umgezogen und die Sportart gewechselt und sind wieder reingekommen, stimmt's? Hab ich nicht. Ich bin mit dieser Kleidung aus dem Hotel und komme auch so wieder zurück. Jetzt lassen Sie mich endlich mit diesem Unsinn in Ruhe. Ist ja unglaublich. Jetzt ganz doch auf, Josef. Das ist ja direkt peinlich. Na, Frau Chefin, ich schwör's Ihnen, ich schwör's. Der ist vor 10 Minuten da raus und zwar im Tennisstress. Ich bin doch nicht deppert. Also dazu möchte ich mich im Moment noch nicht äußern können. Aber ich werde Ihnen bei Gelegenheit einmal die Adresse eines kompetenten Psychiaters aus München raussuchen, gell? Was ist das? Das ist ja unglaublich. Sie, ich habe einen IQ von 1,5. Ich könnte heute in einem Top-Management sein. Wenn ich nicht so depp gewesen wäre, hätte ich dieses Kapuff da reingesetzt. Ein Psychiater. Ist ja vielleicht ein Megahammer. Ja, da stimmt er mir vielleicht. Ja, was hört man denn da? Na, was schimpft er denn so, mein wilder Superman? Verehrte Frau Farrell, ohne Ihnen in irgendeiner Weise näher treten zu wollen, ich bin in diesem Haus nur der Portier und kein Superman. Nein. Das war mir viel zu anstrengend. Außerdem vertrage ich das Fliegen nicht. Schau, nur ein Portier. Und genau das verstehe ich nicht. Wie kann ein Mann mit ihrem Aussehen, diesem Charisma Was? und diesem athletischen Körperbau, ja, wie kann ein Mann wie Sie sich in so ein Kapuff da hineinsetzen? Ja, jetzt stellen Sie sich das doch einmal realistisch und bildlich vor. Im Laufe der Jahre. Und das geht rasend schnell. Vegetieren diese herrlichen, noch straffen Muskelpakete. Vollkommen langsam. Das Liebste da ist, außer ein paar schlaffen Hautlappen. Was ist los? Ja. Das war jetzt eine sehr erschreckende Zukunftsvision, nicht wahr? Ich wollte Ihnen auch nur Ihr ferneres Schicksal vor Augen führen. Ja,
Ja, jetzt schauen Sie mich doch nicht so an mit Ihrem treuen Hundeblick. Also, wenn Sie mal irgendwelche spezifischen Körperteile aktivieren wollen. Eine Woche bin ich ja bestimmt noch da. Tschüss, Superman. Aber was war jetzt das, hä? Ich glaub, die will an meine Unschuld. Ja, ich trage durch. Gehst jetzt mit mir zum Baden, Franz, oder nicht? Lass mir mal überlegen. Nein, lieber nicht. War auch nicht anders zu erwarten. Ja, dann wirst du auch nicht sonderlich enttäuscht sein, mein Schneckerl, gell? Weißt du, ich schau mir jetzt mal um. Außer diesem stinkvornehmen Schuppen wird es in dem Kauf nur eine normale Wirtschaft geben. Mit einem schattigen Biergarten. Du, dann könnten wir uns da aussetzen. Ich trage meine Badetasche schnell Nein, wieder rein. bleib da. Da draußen sind ja schon die Kandelaber und die weißen Sonnenschirme so hoch vornehm. Nicht? Und hast du schon mal gesehen, was das Bier kostet? Aber nicht mit mir. Nicht mit dem Ramimeier, gell? Das ist wieder einmal typisch. Das Einzige, an was du denkst, ist durchs Bier. Oh, das darfst du nicht sagen. Manchmal denke ich an dich auch. Ach, gell. Soll ich jetzt tatsächlich den Urlaub wieder allein rumhocken? Ja, was heißt denn da allein? Wir sind ja die ganze Nacht beieinander. Weißt du, was ich dir sag? Du regst mich sowas von auf. Aber schuld bin ich doch selber. Ich hätte dich von Anfang unserer Ehe an der kurzen Leine halten sollen. Was noch kürzer? Um Gottes Willen. Ich komme mir jetzt schon vor, als wenn ich ein Würgehalsband umhätte. Musst du so gemein sein, ha? Was heißt denn da gemein? Schau, ich lass dir doch deinen Spaß. Aber lass du mir den meinigen auch. Und am Abend treffen wir uns dann wieder und jeder ist glücklich und zufrieden. Gell, mein Schneckerl? Schneckerl kannst du an deinen Hut stecken. Ich komme mir doch schon langsam vor wie eine Witwe. Allerweil laufe ich allein in der Gegend rum. Du warst mir die richtige, lustige Witwe, mein Lieber. Also dann, viel Spaß beim Planschen, Schneckerl, gell? Apropos, ziehst du einen Badeanzug an oder vielleicht gar ein Bikini? Jawohl, natürlich den Bikini. Ja, sag einmal, schamst du den du gar nicht? In deinem Alter. Also das passt mir für überhaupt nicht, gell? Was glaubst, was mich das juckt? Allerseits einen schönen guten Tag. Franz, viel Spaß im Biergarten. Und mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde den Tag im Schwimmbad mit Sicherheit genießen. Was höre ich da, Gnädigste, wollen sich in die Fluten stürzen? Dasselbe wollte ich ja auch gerade. Wäre mir ein ungeheures Vergnügen, wenn ich Nächste begleiten dürfte. Unter Wasser. Aber sicher, Sie dürfen. Kommen Sie, mein Bester. Einen Moment. Ist noch was? Ich hol meine Badhosen. Franz, das ist gar nicht nötig. Ich glaube, die Gesellschaft dieses netten Herrn wird für dein Schneckerl wesentlich anregender und amüsanter sein wie die deine. Worauf Sie eine Molle zischen können. Kommen Sie, Schneckerl. Wir gehen schnorcheln. Schneckerl, sagt er zu meiner Alten, ha? Na, wart du. Da lasst man sich breitschlagen zu einem sündteuren Urlaub und dann hockt man die ganze Zeit allein umeinander. Hier wäre Helfer, du preist Schnorchel. Ach ja, das ist aber wirklich eine freudige Überraschung, Fräulein Margot, dass wir zwei uns ausgerechnet beim Tennisspielen wieder getroffen haben. Ja. Sagen Sie, warum haben Sie mir eigentlich gestern Abend noch nicht gesagt, dass Sie heute früh Tennis spielen werden? Ja, aber warum hätte ich denn das machen sollen, wenn ich keine Ahnung habe, dass Sie auch spielen? Ja, ich werde mir jetzt umziehen. Wir sehen uns sicher später noch. Einen Moment noch, Fräulein Margot, ich wollte Ihnen da noch etwas sagen.
Ich wollte Ihnen eigentlich noch sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass wir uns gestern Abend ein bisschen, na wie soll ich sagen, näher gekommen sind. Ich habe auch die ganze Nacht nur von Ihnen geträumt. Ach ja? Wie anstrengend. Jetzt machen Sie keine Witze mit mir, ja? Wie vielen Frauen haben Sie denn diesen abgedroschenen Satz schon gesagt? Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, einigen. Aber bei noch keiner habe ich es so ernst gemeint wie bei Ihnen. Ja? Und geträumt habe ich wirklich von Ihnen. Wenn auch nicht die ganze Nacht. Na, das klingt schon besser. Ich habe übrigens schon auch noch an den wunderschönen Abend gedacht. Ehrlich? Ja, ehrlich. Das soll aber nicht heißen, dass ich deswegen ausgerechnet bei einem Pianisten, dem die Frauen quasi zu Füßen liegen, den Kopf verliere. Ich habe meinen Verstand schon übereinander. Ach, Fräulein Margot, jetzt vergessen Sie doch bitte endlich mal den Pianisten. Schauen Sie, das ist ja mein Problem, dass alle Frauen immer nur den interessanten Künstler in mir sehen, aber nie den Menschen. Wenn nur eine einzige sich mal den Ansatz von Mühe machen würde, diesen Menschen, sagen wir, zu erforschen. Oh mein Gott, jetzt soll ich Sie wohl auch noch bedauern. Nein, bitte bloß das nicht. Aber was ich mir gerade von Ihnen wünschen würde, das wäre... Das wäre? Naja, dass Sie einfach nur den Mann in mir sehen, der Sie verehrt und den auch vielleicht Sie ein klein bisschen gern haben könnten. Ginge das? Ja, da muss ich erst mal drüber nachdenken. Aber bitte nicht zu lange. Irgendwann muss ich ja auch wieder abreisen. Das klingt ja fast wie eine Erpressung. Ist es auch. Aber nur eine ganz, ganz kleine. Margot! Ach Mama, der Herr Stocker und ich, wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten. Was nicht sagst. Gnädige Frau, ich darf mich dann empfehlen. Margot, was hat das bitte zu bedeuten? Oh Mama, jetzt fang bitte nicht schon wieder an. Der Herr Stocker gefällt mir und ich ihm anscheinend auch. So einfach ist es. So einfach ist das. Und da schmeißt du dich diesem Pianisten, diesem halbseidenen Musiker einfach an den Hals. Bin sprachlos. Dass ich das nur erleben darf. Bin wirklich sprachlos. Josef! Josef! Frau Chefin! Wieso stehen denn Sie nicht hinter der Rezeption, wo Sie hingehören? Ja, weil ich von der Terrasse aus jeden sehe, der da rein will. Und weil ich mich in Sicherheit abbringen müssen. In Sicherheit? Ja, vor wem und vor was denn? Vor der Varell, die steht auf mich. Wie bitte? Ja, sie begehrt mich als Mann. Und ich schon wieder. Also Josef, jetzt glaube ich, muss ich Ihnen die bewusste Adresse aus München eher raussuchen, als ich gedacht habe, was? Sowas überhöre ich in Zukunft. Schade. Wirklich schade. Was ist schade? Dass Sie, Frau Chefin, dieses super Vollblutweib nicht mit eigenen Ohren gehört haben. Wie hat's gleich immer gesagt? Ach ja, von meinem unvergleichlichen Charisma als geredet und von meinen diversen spezifischen Muskelpaketen. Ja, lachen's nur. Und dann hat sie mich mit ihren begehrlichen Blicken verschlungen. Und dann bin ich abgehauen. Auf was willst du jetzt einmal lachen oder weinen? Das können Sie halten, wie Sie wollen. Also Josef, Sie werden mir doch jetzt keine Dummheiten nicht machen. So eine Frau wie die Varell, die spielt doch bloß mit Ihnen. Vielleicht will ich auch einmal ein bisschen spielen. Aber schön, dass Sie so besorgt sind um mich. Ich mache mir nicht um Sie persönlich Sorgen und Sie rühren sich jetzt keinen Schritt mehr aus dieser Halle. Verstanden? Das geht nicht, weil ich jetzt recherchieren muss. Josef, wissen Sie eigentlich, dass Sie mich mit Ihrer Aufsässigkeit schon langsam zur Weißglut bringen? Warum kündige ich Ihnen eigentlich nicht? Das, liebe Frau Chefin, kann ich Ihnen sofort sagen. Weil Sie nämlich ohne mich überhaupt nicht mehr leben könnten. Ein gebildetes Mannsbild. Gleich heben Sie ab. Sie meinen wohl, Sie sind Superman persönlich. Oh ja, so hat mich die Varell auch genannt. Jawohl. Haha. Ihr Superman hat mich genannt. Na schauen Sie, ja? Dann soll sie die Varell am besten doch gleich mitnehmen. Aber Frau Chefin, warum denn so wütend jetzt? Bitte nicht weglaufen. Ich habe da noch eine Frage. Ja, was denn noch?
Sagen Sie mal, kann das sein, dass in diesem Haus, das ja ein altes Schloss ist, dass da vielleicht einen oder überirdischen Geheimgang gibt? Also jetzt heben Sie, glaube ich, wirklich ab. Nein, im Ernst, ich habe mir das ganz genau überlegt. Logischerweise kann doch ein und derselbe Mensch nicht bei dem Loch hinaus und gleichzeitig da wieder reinkommen. Da müsste er doch bei mir vorbei und das ist er nicht. Also normalerweise geht das nicht. Sehen Sie, drum muss es irgendwo einen Geheimgang geben, hinten, oben, unten rum, oder wie? Ganz ausgeschlossen. Ich meine, es ist zwar alter Bau, aber da hätte man beim Umbau ja drauf stoßen müssen. Nein, vielleicht hat man früher nicht intensiv genug gesucht, aber schauen Sie, wenn wir zwei jetzt gemeinsam stoßen, ich meine, suchen, vielleicht stoßen wir dann gemeinsam drauf, wenn Sie wissen, wie es sich... Also sonst fehlt Ihnen wohl nichts, ha? Unglaublich, dieser Mensch. Oh, herrlich, herrlich. Oh, ich bring's doch immer wieder aus der Fassung. Hallo. Hallo. Ui. Erika! Ja, richtig, ich bin's. Erika, habe ich dir nicht 100-mal schon gesagt und immer wieder, du darfst dich hier nicht blicken lassen. Ja, warum denn nicht? Du, ich hab dich heute überraschen wollen. Und weil das hier ein Hotel ist, ist es doch vollkommen unverfänglich. Herr Portier, ein Zimmer bitte. Erika, du bringst mich in einen Riesenschlamassel. Und überhaupt, du kannst dir doch die teuren Zimmer gar nicht leisten. Hast du eine Ahnung? Ich sag bloß, du wirst noch eine Überraschung erleben. Noch eine? Freust du denn gar nicht? Und wir, ja. Erika, du wirst doch hoffentlich, ich meine, Gottes Willen nicht lange bei uns bleiben. Mein Gott, jetzt redet er schon ganz wirr, der Arme. Du, wenn's mir gefällt, ist es durchaus möglich, dass ich länger bleibe. Es ist hier nämlich wer abgestiegen, den ich sehr gut kenne. So, und wer ist es bitte? Erika, bitte, Erika, komm, such dir ein anderes Hotel. Ich zahl das auch. Nicht nötig, ich bin inzwischen sehr lukrativ liiert. Dann habe ich ein Recht, mehr über diesen Menschen zu erfahren. Wie heißt er, was ist er, was hat er? Was sagst du da, recht? Krieg ich jetzt ein Zimmer oder muss ich erst die Chefin rufen? Du bist vielleicht ein Biest. Aber eines sage ich dir, geh in Schwierigkeiten, wenn du mich bringst. Wir kennen uns nicht, wir haben uns noch nie gesehen. Du bringst dich höchstens selber in Schwierigkeiten. Es sei denn, du bist ganz lieb und vernünftig mit deiner kleinen süßen Erika. Oh, bitte schön, Zimmer 25, da geht's lang. Hoffentlich mit Blick auf den Park. Ansonsten, meine Personalien sind dir ja bekannt. Ich danke verbindlichst. Bitte schön. Herr Portier, mein Koffer steht noch da. Ihr Koffer steht noch da. Ich trau noch durch. Halt, das ist mein Satz. Du, was ist denn gerade da für ein zuckliges Mauserloch gekommen? Ich hab gleich so gespitzelt. Nase raus, das geht überhaupt nichts an. Bring das Gepäck von der jungen Dame auf Zimmer 25, aber ein bisschen Dalli. Dali. Mein Gott, ist dieser Mensch unerträglich ekelhaft. Ich geb dir einen guten Rat. Zieh deinen Mundwinkel etwas nach oben. Sonst meint jeder, der da reinkommt, er ist nicht in einem Schlosshotel, sondern in der Geisterbahn. Das hat mir jetzt gerade noch gefällt. O Herr, mach diesem Spuck ein Ende. Margot? Margot! Andreas. Oh, la, 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 la. Margot, ich wollte Ihnen doch noch etwas sagen, wo wir vorhin so einfach jäh unterbrochen worden sind. Sie wollten mir was sagen? Vielleicht mündlich? Natürlich mündlich. Faxen ist doch sowas von unpersönlich. Ich trau noch durch. Da wird ja geschnäbelt. Und das mit der Tochter des Hauses. Jetzt, Mann, ich werd's brenzlig. Ich trau noch durch. Aber das ist ja... Du, sag einmal, spinnst du? Ich fahr extra da raus und du gewissenloser Schuft! So, Andreas. Aber Margot, ich schwöre dir, ich kenne diese Person überhaupt nicht. Mein Gott, ein bisschen mehr Fantasie hast nicht bei deiner Ausritt. Ach, die Mama hat recht, die Männer sind alle... Sag jetzt bitte bloß nicht Verbrecher, ja? Doch. Und ganz besonders die Pianisten. Aber Margot, der Himmel ist mein Zeuge, ich bin unschuldig. Andreas! Martin!
Musik. Da. Ha, Junge, was machst du denn hier, sag mal? Also das ist vielleicht ein Zufall. Ausgerechnet in dem Hotel, wo ich absteige, meinen Zwillingsbruder wieder zu treffen. Ich gebe in der Nähe ein Konzert und du? Naja, ein bisschen Urlaub machen, ausspannen, du weißt ja. Oje, oje. Mein Gott, jetzt wird mir ja einiges klar. Weißt du, vorhin ist eine junge Dame aus dem Zimmer gerannt, wie sie gesehen hat, dass ich meine neue Freundin Margot geküsst habe. Oh, der Herr Pianist küsst so einfach mich. Du, aber das war sicher Erika. Die hat uns verwechselt. Ja, und meine arme Margot glaubt wahrscheinlich, ich gehe ja schon fremd, bevor alles überhaupt angefangen hat. Das klären wir augenblicklich. Einen Moment. Sag mal, Martin, jetzt verstehe ich auch, warum dieser Josef, dieser Portier, jedes Mal so völlig verwirrt reagiert, wenn er einen von uns sieht. Ja! Er muss doch denken, dass jedes Mal ein und dieselbe Person nur aus einem anderen Ausgang kommt, nicht? Andreas, machen wir uns den Spaß und spielen das Spiel noch einige Zeit. Du, das wäre ungeheuer ausbaufähig. Da bin ich dabei. Aber bevor wir den armen Josef in den völligen Wahnsinn treiben, klären wir die Geschichte auf. Alles klar? Na klar doch. Erika! Margot! Du traust dich, mich nochmal zu belästigen? Du, ich bin schon am Packen. Das war's dann, mein Lieber. Erika, Schatz, du hast beim Küssen leider nicht richtig hingesehen. Bitte. Gestatten, Andreas Stocker. Du hast einen Zwillingsbruder? Ja, warum hast du mir nie was von ihm erzählt? Ja, warum eigentlich? Du hast mich nie nach einem Zwillingsbruder gefragt. Oh, Martin, ich bin ja so froh. Margot? Ach, Margot, Liebes, komm doch bitte noch einmal rein. Herr Stocker, Margot. drehen Sie mich bitte nie mehr an. Jetzt bitte sei ganz ruhig und hör mir erst mal ganz schön zu. Diese junge Dame hat mich vorhin einfach nur für meinen Zwillingsbruder gehalten. Das gibt's ja nicht. Na, das ist ja ein und dasselbe Gesicht. Das haben Zwillingsbrüder so an sich. Das ist unglaublich. Darf ich vorstellen? Meine Verlobte Erika. Freut mich. Margot Hellberg. Grüß Gott. Na, alles wieder in Butter? Oh mein Gott. Jetzt, Manni, wird's schwierig. Ja, ob wir zwei da immer durchblicken? Ja. Hauptsache, wir zwei blicken immer durch. Wir können sie ja da auf einen kleinen Test ankommen lassen. Na, Schatz? Wieder alles in Ordnung? Mich so zu erschrecken. Aber das musst du noch wissen. Und zwar sofort. Jetzt 3 endgültig durch. Schon wieder andere. Er hat einen Verschleiß an Weiber, da kann uns 1 plus träumen davon. Und ich komm da nicht vorbei. Ich dreh noch durch. Herr Stocker! Mir fehlen die Worte. Großartig, dann können wir beruhigt weitermachen. Mein Gott! Margot! Mama! Ich hab dir gewarnt. Bitte schau dir das an. Was sagst du da dazu? Was ich da dazu sag? Geh, Mama, sei nicht so kleinlich. Wenn sie einmal frei macht. Um nochmal darauf zurückzukommen, das Ganze klingt mir schon sehr verworren. Sind Sie schon sicher, dass es Ihnen so weit gut geht? Herr Meier, passt auf, dass er noch lang gut geht, gell? Ja, ich mein, so narrisch wie gestern Abend habe ich Ihre Frau noch nie erlebt. Ja.
Ich meine, ich steht mir nicht zu, mich in irgendeiner Form über das Privatleben unserer Gäste zu äußern, Oh, aber... äußern Sie ja ruhig, Josef. Die hat doch bloß dieser aufsässige Berliner Preis so in Rage gebracht. Da haben Sie schon mal einen Preis gesehen, der nicht aufsässig ist. Um sagen direkt. Herr Meier, wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf unter Männern, kümmern Sie sich ein bisschen besser um Ihre Gattin. Bist du eine ganz attraktive Person? Bereits geschehen, Josef. Was glauben Sie, wie ich mich heute Nacht um meine Frau gekümmert habe? Die hat ja gar nicht gewusst, wie ihre Geschichte. Ja, dann passt's ja wieder. Wie es passt. Josef, Ja? würden Sie bitte veranlassen, dass wir auf der Terrasse 2 Pina Colada serviert bekommen? Selbstverständlich, Herr Stocker, wird sofort erledigt. Danke. Das war er jetzt wieder. Ja, den kenn ich doch. Ist doch ganz normal und unauffällig. Ja, noch. Aber ich wette, spätestens in 10 Minuten steckt er wieder sein Kopf aus irgendeinem anderen Loch raus. Also wissen Sie was, das Ganze wird mir jetzt ein bisschen zu kompliziert. Ich gehe jetzt einmal in Posten über den Biergarten. Ja, aber bei euch ist mir das Bier zu teuer. Franzl, kommst du ein bisschen? Hä? Schon wieder. Lang halte ich das nicht aus. Lass die Kondition schon ein bisschen nach, hä? Herr Portier, Bitte? bleiben denn unsere Getränke? Wir sind am Verdursten. Sofort. Sag mal, Erika, was soll denn das? Was willst du denn mit diesem Spielchen bezwecken? Gar nichts. Sind wir ein bisschen nervös, Bitte, lass das! Mein Lieber, dieser Stocker bringt mich schon zur Verzweiflung und jetzt auch noch du! Ach so, ist der vielleicht deine Errungenschaft, ha? Fast. Ein fescher Mann, gell? Und so lieb, im Gegensatz zu dir. Komm, jetzt sei brav und zieh nicht so ein Gesicht hin. Freu dich halt einfach, dass ich da bin, ha? Auch wenn du mir's nicht glaubst. Du fehlst mir ab und zu. Ach, Erika. Josef! Jetzt ist passiert. Das hat also kommen müssen. Frau Chefin, es ist nicht so, wie es ausschaut. Josef, bitte schön denken Sie an unsere Cocktails. Einen schönen Tag noch, Frau Hellberg. Josef, bitte verschonen Sie mich mit so abgedroschenen Phrasen wie es ist nicht so, wie es ausschaut. Ein bisschen mehr Fantasie hätte ich Ihnen schon zugetraut. Ja, aber wenn es doch wirklich so ist, das heißt nicht ist. Ach, halten Sie den Mund. Mir geht's heute sowieso nicht besonders. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Ja, meinen Sie vielleicht, ich weiß das noch? Jetzt schreien Sie nicht so. Dann noch dieser Stocker. Zuerst mit meiner Tochter, aber ich habe sie ja gewarnt. Dann mit dieser Erika Meier und jetzt noch Sie. Der Stocker und ich niemals. Ich bin enttäuscht, zutiefst enttäuscht, rein menschlich gesehen. Schämen Sie sich. Nein, ich schäme mich nicht. Jetzt bin ich schon so lang bei Ihnen und immer die ganzen Jahre über haben Sie nur immer den Angestellten, den Portier in mir gesehen. Das sind Sie halt einmal. Was soll ich denn sonst in Ihnen sehen? Einmal hätten Sie auch einmal den Menschen in mir sehen sollen, der vielleicht auch einmal Wünsche hat, Gefühle, Hoffnungen, Kreuzpuppe liebt. Jetzt fluchen Sie gefälligst nicht. Und erledigen Sie die Bestellung von dieser Dame. Dann Pfiffkas wäre ich da. Josef, jetzt reißen Sie sich zusammen, gell? Sonst ziehe ich endgültig die Konsequenzen aus Ihrem unmöglichen Benehmen. Aber zuerst, da organisieren Sie mal die Hausparty halt, verstanden? Das ist ja das reinste Irrenhaus hier. Lieber, wenn das so weitergeht, dann drehe ich wirklich nur durch halt. Josef, bitte einen Gin-Fizz auf mein Zimmer, ja? Selbstverständlich, also keine Pina Colada und nicht auf die Terrasse. Wieso Terrasse? Nein, mir ist heute viel zu heiß draußen, ja? Oh, jetzt macht er wieder seinen Rundlauf. Keiner ist da, der das sieht. Wie bitte? Herr Stocker, ich hätte eine Frage. Wären Sie bitte imstande, mir das zu erklären, wie Sie das machen? Wie ich was mache? Also, mein lieber Josef, ich glaube, ich kann Ihnen nicht so ganz folgen. Hm? Ich meine, wie machen Sie das zum Beispiel, dass Sie hier bei der Terrasse rausgehen und gleichzeitig hier wieder reinkommen? Ach so, das meinen Sie. Ja. Ja, das, mein lieber Josef, das ist mein süßes Geheimnis. Aha. Ich sage nur Yin, Yang, Magie.
Xing-Shang machen. Erstes, und keiner ist da, der mir das glaubt. Ich brauche dringend und sofort die Adresse von dem Psychiater in München, sonst trage ich auch noch durch. Pina Colada, Gin Fizz, Pina Colada, Gin Fizz, Pina Colada, Gin Fizz, Pina Colada, Gin Verehrte Frau Varell, ich bin ja zutiefst gefesselt von Ihrer Erscheinung, wenn ich mal so sagen darf. Danke, Herr Bobby, gleichfalls. Mir fehlen schlicht gesagt die Worte, um Ihnen zu sagen, welch ungeheuren Eindruck Sie auf mir machen. Und Ihnen, Sie flügellahmer Adler, fehlt eindeutig die Einsicht, dass Sie bei mir null Chance haben. Schlicht gesagt, Capito. Ja, so generell brauchen Sie ja meine speziellen Fähigkeiten nicht unterschätzen. Wie wär's denn mit einem kleinen Test meiner Qualitäten? Ja, das kann ich mir schon so ungefähr vorstellen. Sie Graf Bobby. Stehe jederzeit zur Verfügung, verehrteste. Jetzt passen Sie mal gut auf. Ja, das mache ich. Ich sag's Ihnen jetzt nur noch einmal. Ich möchte hier ein paar Tage relaxen und mich nicht totlachen. Ja, ist ja gut, nicht, na bitte, nein. Wer nicht will, der hat schon. Sie haben ja keine Ahnung, was Sie versäumen. Ja, wird sich ja nicht zu vermeiden, dass wir uns heute Abend noch mal begegnen, nicht? Weil das Folklorefest, das soll ja ein ganz wilder Abend werden. Ja. Die Bayern haben ja ein ungeheures Talent für wahre Humororgien. Ja. Ich ziehe jetzt auch mein Dirndl an. Pina Colada, Gin Fizz, Pina Colada, Gin Fizz. Hallo, heiliger Josef. Nikolausbringer, Pina Colada, Gin Fizz, Pina Colada, Aufwachen. Gin Fizz. Was ist los? Oh, haben's Probleme? Sie Armer. Ja, was machen wir denn? Ja, was machen wir denn da? Ah, Sie Superman, Portier, Sie. Ja, jetzt stellen Sie doch mal dieses dumme Tablett da weg. Nein, also, Sie haben ja gar keine Bewegungsfreiheit. Für was denn, Nana? Das geht nicht. Nein, ich muss sofort servieren, sonst vergiss es wieder, wissen Sie? Josef, Bitte? kann ich heute Nacht meine Zimmertüre offen stehen lassen? Kein Problem, bei uns wird nicht gestohlen. Da muss er irgendein schlimmes Erlebnis gehabt haben. Ja, da braucht er dringend eine Therapie. Naja, dann werde ich den Laden hier mal ein bisschen aufmischen. Oh, mein Lieber, da haben wir mich auf was einlassen. Der schaut aber auch nicht mehr so besonders gut aus. Hallo? Ja! Wie narrisch. Jetzt muss ich mich niedersetzen. Ja, aber wir können uns doch gern setzen. So ist es brav. Oh, Sie sind ja ein ganz wilder. Wolf, wenn's nichts ausmacht. Ja, jetzt beruhigen Sie sich doch. So. Wilder Wolf, Sie. Ja, Sie haben ja einen ganz roten Kopf. Ja, haben Sie denn Fieber? Oder gar einen erhöhten Blutdruck? Aber doch nicht wegen mir. Nein, das ist von vorhin noch. Sie ahnen ja gar nicht, wie ich es bewundere, wenn eine Frau so fesch ist, gell? Mit so eine starke Persönlichkeit und so einen starken... Nein, also sowas hat mir noch kein Mann gesagt. Ja, ehrlich, also, allein schon ihre Ausstrahlung und was sie so von sich geben, so offenherzig, ich meine, so offen, gell? Das geht unter die Haut, mein Lieber. Ja. Vorsicht. Ja. Ein kleiner Charmeur. Ich bin fertig, wir können gehen. Franz! Ja, oh, das ist meine Frau. Das ist... Also, ich bin ja schon froh, dass wir überhaupt kennt. Aber Cordula, jetzt warte doch. Die kann doch nichts an Sie. Ehrlich? Nein, diese Mannsbilder. Wenn die eigene Frau dazu kommt, wird aus dem Charmeur ganz schnell ein Hasenfuß. Typisch. Das will ich jetzt gehört hätten, gnädige Frau. Ja, da schau her. Ja, sollte es in dem Haus doch noch richtige Männer geben, ha? Ja, das ist leider mein Schicksal, dass ich immer übersehen werde. Schon im Kindergarten haben sie mich immer im Sandkasten einfach vergessen. Leider. Sehr tragisch.
sympathisch. Also gegen seine Diskriminierung sollte man doch dringend etwas tun, oder? Dringend. Öffnen Sie mir Ihr Unterbewusstsein. Hab ich sowas? Aber unter Minderwertigkeitskomplexen leiden Sie nicht. Nicht direkt. Soll ich? Aber Lenz, lasst es ja nicht die Mama sehen. Nein, das ist ein ganz aufdringlicher. Den darf man ja keine Minute aus den Augen lassen. Da ist man ja als Frau gar nicht mehr sicher. Lenz. Aufwachen! Ja? Sie sind's bloß. Ach, wo ist denn jetzt dieses göttliche Weib? Ich muss sie finden. Veruschka Varel. Veruschka Varel. Diese Klaruschka, die macht uns noch alle Männer verrückt. Aber einen mit Sicherheit nicht. Grüß Gott, Ihr Name, Sie wünschen bitte? Josef, ich bin. Ja, ich bin's auch. Mit Sicherheit spielen Sie Klavier und singen, nehme ich an, ja? Wie lange gedenken Sie zu bleiben? Josef, jetzt reicht's aber. Schauen Sie mir mal an. Bitte? Hallo, kennen Sie mich jetzt? Sie sind's bloß. Dankeschön. Gott sei Dank macht nichts, gell? Ja, sagen Sie mal, Josef, was ist denn nur los mit Ihnen? Das fragen Sie noch. Wissen Sie denn nicht, was in diesem Haus vor sich geht? Menschen erscheinen, verschwinden wieder, gehen durch Wände und Sie lassen sich mit so einem Subjekt ein. Passen Sie auf, bis einer umschauen hat er Sie auch verzaubert. Ja, bis schauen, schwuppdiwupp und weg sind's. Also Josef, Sie reden wirklich nur noch wirres Zeug dahin. Ja, ich weiß. Ich allein stehe da mit meiner Erkenntnis. Ich ganz allein muss fertig werden mit meiner unheimlichen Begegnung der dritten und vierten Art. Aber was ich weiß, das weiß ich. Bei uns spuckt's. Josef, jetzt hören's aber auf. Nein. Jesus, Sie sind ja ganz heiß. Ja, dabei friert man wie ein Pinguin ohne Wintermantel. Josef, Ja, wo bleibt denn bitte mein Gin Fizz? ja wieso? Ich habe Ihnen doch einen Pinguin-Dingsbums auf der Terrasse serviert. Ich habe aber einen Gin Fizz bestellt. Zum Donnerwetter nochmal. Aber Sie sitzen da auf der Terrasse raus zum Donnerwetter. Nein, sitze ich nicht. Mein lieber Josef, ich darf Ihnen mal einen guten Rat geben. Kaufen Sie sich doch mal eine schöne Mütze gegen die starke Sonne. Andreas, ich glaube, jetzt reicht's. Nein, noch lange nicht. Also, ein bisschen flotter als sonst. Verstanden? Mein Gott, ich bitte, helfen Sie mir. Ich trau noch durch, ich bin am Rande des Wahnsinns. Josef, jetzt nehmen Sie es nicht so tragisch. Das wird schon wieder früher, wie Sie denken. Ich war doch bisher immer der Herr meiner Sinne. Bei keiner meiner Vorfahren hat es jemals einen Fall von Geisteskrankheit gegeben. Und jetzt auf einmal, so ohne Vorwarnung, zack, bumm, hat es mich erwischt. Also jetzt ist kein Spaß mehr. Aber um Himmels Willen, Josef, Sie sind doch nicht geisteskrank. Aber genau so ist die beginnende Schizomatie. Ich habe heute Nacht in einem Doktorbuch nachgelesen. Genau so geht's an. Halluzinationen, irrationale Wahrnehmungen, Stimmengewirr, das Kurzzeitgedächtnis lässt schlagartig nach. Ich weiß jetzt schon immer, ist heute eigentlich nur morgen oder schon gestern? Was ist denn heute? Ja, Freitag. Ja, aber was für ein Freitag! Können Sie mir das mit ruhigem Gewissen sagen? Josef, jetzt machen Sie mir aber wirklich Angst. Sehen Sie, Sie weichen mir aus! Sie können es mir sagen, Sie wollen aber nicht. Weil sagen, bei dem Sie sowieso schon alles wurscht. Josef, in was verrennen Sie Ihnen denn doch? Gell? Es ist doch vollkommen egal, was für ein Freitag heute ist. Ist es eben nicht! Weil an einem bestimmten Freitag im Monat ist immer unsere Hausparty. Und mir machen Sie nichts vor. Ja, aber der Freitag ist heute. Wirklich? Ja. Ja, dann ist ja wieder alles in Ordnung. Josef, ist wirklich wieder alles in Ordnung? Alles bestens noch. Der Stocker, der kann doch von mir aus kommen, so oft er will. Und wenn er sich verdrei- und vierfacht, ist mir das völlig egal. Das lässt mich eiskalt. Dann kann ich Sie wieder ganz beruhigt allein lassen. Völlig beruhigt, völlig beruhigt. Ich werde jetzt die Vorbereitungen für unsere Hausparty treffen. Dauert sowieso nicht mehr lang, gell? Aber wenn irgendwas ist, Josef, dann rufen Sie mich. Versprochen? Versprochen, natürlich. So, und ich werde jetzt diesen doppelten Deppen seinen Gin-Fizz bringen und misch noch eine Prise Arsen hinein. Ja, wo ist denn der depperte Leuchter schon wieder? Lenz! Ja, was ist denn? No langsamer geht's nicht. Doch,
Hinter da, Leuchter holen. Und was tust du? Ja, ich pass auf dich auf. Komm, geh weiter, geh zu. Es ist ja... Kortelei, jetzt sag ich dir zum 100. Mal. Die Farel hat sich nur ganz harmlos mit mir unterhalten. Ja, und bei dieser harmlosen Unterhaltung muss sie dir dein Kinn kraulen. Mein Gott, das hat's halt im Moment so überkommen, nicht? Ja, und weil's mich da gerade so bissen hat, hab er mich nicht gewehrt. Das Schnäckelein, komm. Schau, der Tag hat so wunderschön begonnen. Nach dieser denkwürdigen Nacht. Ganz zu schweigen von heute Nachmittag. So weiter. Sei halt wieder lieb zu mir. Naja, verzeih dir heute noch einmal, du Wutzelbutzen. Was war das? Wurzelbuch? Ach so, was Blödes. Schau, die Farel war doch viel zu extravagant für mich. Okay, wie die schon immer aufgemarschelt ist. Da gefällst mir du in dein Quantel doch viel besser. Ja, aber was? Ich könnte doch meinen Typ, ich mein Outfit auch mal so ein bisschen verändern. Meinst du nicht? Nix, du veränderst gar nichts. Du bleibst da so, wie ich gewohnt bin, passt da. Na, das muss ich mir noch gut überlegen. Aber ein Versprechen nehme ich dir zur Strafe ab, mein Lieber. Versprechen? Was für ein Versprechen? Wenn wir heimkommen, dann gehst du jetzt endlich einmal mit mir in die Oper. In die Oper? Ja. Du musst ja ihren Anzug anziehen. Ja, freilich in der Lederhosen und im Trachtenhut kannst du nicht hingehen. Ja, und der Bier wirst mit Sicherheit auch keins kriegen. Aber du wirst es überleben, gell? Also, jetzt komm, mein Wutzelputz. Ich verzeih dir auch alles. Du, so viel gibt's gar nicht zum Verzeihen, dass mich in die Oper schleppen lassen muss. Diese Strafe ist zu hart. Du, da singen sie ja womöglich den ganzen Abend. Ja, freilich singen's doch, sonst wär's doch keine Oper. Also, du glaubst ja gar nicht, wie lang ich mich schon danach sehne, endlich einmal wieder diese herrlich tragende Musik und den Gefangenenchor aus Capuccio zu hören. So, und jetzt komm, bevor die Party steigt, ruhen wir uns nur ein bisschen aus. Ne? La 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 la. Komm, wir ziehen uns um für die Party. Das wird die Überraschung, verlass dich drauf. Und nicht die einzige. Weißt, irgendwie tut mir der arme Josef direkt leid. Untersteh dich ja nicht, ihn zu trösten. Warum denn nicht? Ist doch ein fescher Mann. Du treibst nicht so weit, sonst bin ich gezwungen, andere Maßnahmen zu ergreifen. Und, wer schauen die aus? Herr Stocker? Ich warne dich. Ich bin sehr eifersüchtig, also fordere mich nicht heraus. Das ist ja genau das, was ich vorhab. Ja, warte, du Luder. Und? Wohin jetzt mit dem Drum? Frag doch nicht jedes Mal so blöd. Wo steht denn der Leuchter bei der Hausparty? Auf dem Klavier. Na, dann stehst du heuer wieder aufs Klavier. Hätte er sein können, dass er mal woanders steht. Hätte ja sein können, dass du mir ausnahmsweise nicht mit deiner überdurchschnittlichen Intelligenz leuchtest. Nicht nötig. Zum Leuchten haben wir einen Leuchter. Sonst noch was? Ja, wisch einmal mit dem Lappen ein bisschen drüber. Wo drüber? Über den Leuchter? Übers Klavier. Vollkommen für die Katz. Weil wenn der Leuchter leuchtet, dann sieht man den Staub sowieso nicht. Ich möchte ja bloß sehen, ob dieser Stocker heute noch spielt. Also so gut wie der kann ich sagen. Na bitte, 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 hör auf, komm, hör auf. Spiel über Radio oder Stereoanlage, komm, kümmere dich um die Hausanlage, dass alles fertig ist. Ein bisschen flott, ja? Flott. Und jetzt gerade extra langsam. Ehrenschau, flott. Froh bin ich, wenn dieser Abend heute vorüber ist. Aber eins weiß ich gewiss, wenn ich diesen depperten Stocker heute noch einmal doppelt sieg, dann haut's mich Stangerl gerade um. So, lieber Josef, alles fertig? Chefin, alles in bester Ordnung. So, und wie geht's Ihnen? Mir ist es noch nie besser gegangen. Sehr schön. Dann können wir dem Abend ja beruhigt entgegensehen. Noch völlig beruhigt. Und Sie versprechen mir, dass Sie heute niemanden mehr doppelt sehen? Wenn niemand doppelt erscheint, dann nicht. Aber weiß man's? Wie meinen Sie das? Ich meine, schauen Sie, passieren kann immer einmal was, nicht? Also Josef, jetzt reden Sie schon wieder so eindeutig, zweideutig daher, Sie Josef. Ich werde mich bessern, Maria. Hallo? Ui! Herzlich willkommen, Frau
Farel. Guten Abend. Es freut mich wirklich sehr. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wo? Auf dem Klavier? Ja, ich helfe Ihnen gern auf. Sie müssen wohl auf jeden Scherz gleich eingehen, ha? Bitte schön, hier, Frau Farel. Wo bleibt denn der Lenz? Bin ja schon da. So. Ich dran und durch. Wer auf Zeiten ein bisschen da. Also, Sie schauen wirklich wunderschön aus in dem Dirndl, Frau Farel. Wo haben Sie das gekauft? Ja, wahrscheinlich da, wo Sie das Ihrige auch herhaben. Das da habe ich nämlich auch probiert. Ach ja, also Ihres war mir, wie soll ich sagen, ein bisschen zu gewagt. Ja, und das Ihrige war mir etwas zu fad. Dann passt's ja wieder. Pass auf, gleich geht's los. Und was ist heute Abend sonst noch so geplant? Allerhand. Und vor allem der Pianist Stocker wird uns auch eine Einlage spielen. Na, hoffentlich spielt er nicht vierhändig. Was möchtest denn du noch da? Ich beobachte, wer, wie oft und wo rauskommt. Kannst du mir soweit folgen? Wo bleibt denn die Margot? Die muss doch den Champagner servieren. Ach, zu trinken gibt's auch was? Wahnsinn. Wir warten nur, bis alle Gäste da sind. Und ich sag dir, das unmöglich ist das. Da passe ich in meinen Trachtanzug dazu, wie die Faust aufs Auge. Aber Herr Rammelmeier, Sie schauen doch wunderbar aus. Sie einsamer Wolf. Also, Frau Farel, hat's dir doch auch gefallen, gell, mein Putzer? Ja, Respekt. Respekt. Also, da haben Sie ja ein umwerfendes Kleid an, Frau Farel. Warum stehen Sie dann noch? Bisschen arg provokativ. Naja, zu Ihnen passt's ja. Haben wir schon was versäumt? Ja, gerade haben wir alle auf dem Klavier getanzt. Ach, übrigens, gar nicht so übel, Ihr etwas hilfloser Versuch, mich zu kopieren. Oh, ich habe meine eigene Persönlichkeit. Ich hab's gar nicht nötig, jemanden zu kopieren. Du willst nicht Debatten holst, dann geh ich augenblicklich im Biergarten. Aber bitte, jetzt setzen wir uns doch erst einmal hin. Bitte schön, hier, Frau Rammelmeier. Ja, was sagt ihr nun? Ja, Respekt, unser Preis. Ja, allen Respekt. Ich habe mir etwas den Gebrauchsanweisungen der Bevölkerung angepasst, Frau Helbert. Man will ja auch nicht aus der Reihe tanzen. Alle Achtung, Herr Adler. Sie sind von einem echten Bayern wirklich kaum zu unterscheiden. Du, gerade so stellen wir einen waschechten Bayern vor. Ja, wenn das meine nicht aufmacht. Wo bleibt denn jetzt unser Pianist? Ich weiß nicht. Aber Respekt. Nur keine Vorschusslorbeeren. Sagt mal, gehen wir zum Trachtenzug oder was? Also, Herr Stocker, es freut mich wirklich sehr, dass Sie heute an unserer kleinen Hausparty teilnehmen. Wann dürfen wir denn mit Ihrer Einlage rechnen? Also ich stehe auch meinerseits jederzeit für humorvolle Einlagen zur Verfügung. Habe in Berlin mit Erfolg den Jodlerkurs absolviert. Oje, bitte nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann müssen aber auch Sie und Ihre reizende Frau Tochter etwas aus Ihrem reichhaltigen Repertoire zum Besten Ja, geben. und dann könnt ihr doch mal einen Jodler loslassen. Braucht er ja nicht. Kein Humor, die Bayern. So, Ganoi. Musst jetzt du so an den Herrn Stocker dran bappen? Ja, ich glaube schon. Also, Herr Stocker, bitte verzeihen Sie mir jetzt die indiskrete Frage, aber Sie sind also nicht mit der anderen Dame. Aber gnädige Frau, ich bitte Sie. Da können Sie ganz beruhigt sein, liebe Frau Hellberg. Und? Wo ist jetzt da das Fest? Da ist so still. Ja, Josef, kommen Sie, bringen Sie einen Champagner. Also, verstehe ich den Champagner sofort, jawohl. Josef, bitte schön, bleiben Sie da. Ich würde Ihnen gern was sagen. Gut, Lenz, dann holst denn du. Immer ich dran und durch. Ja, aber nicht bloß eine Flasche, wa? Aber Josef, Sie werden doch keine Angst vor mir haben. Ich und Angst, nur dazu von einer Frau, okay? Das ist so lächerlich, nicht? Was will denn die von Josef? Die geht aber ran. Wieso passiert denn mir sowas nicht? Gell, hast keine Angst vor mir. Wäre ja auch lächerlich. Und genau deswegen meine ich, jetzt wäre es auch schön langsam an der Zeit, dass du mir auch zeigst, wie sehr du dich über den Besuch von deiner kleinen, lieben Erika freust. Mein lieber, einziger
Papa! Für wer schlägt? Ein ganz heiliger, unser Superman. Josef, ich sag am besten gar nichts. Frau Chefin, da wäre ich Ihnen sehr zu Dank verbunden. Schauen Sie, das ist ja nur eine kleine Jugendsünde gewesen. Ein kleiner Ausrutscher, weiter nichts. Also ich würde sagen, der kleine Ausrutscher hat sich ganz schön rausgewachsen, gell? Also du findest das natürlich wieder toll. Ist doch unmöglich, serviert doch so ein ausgewachsenes Kind. Naja, jetzt ist schon mal passiert. Also, Josef, jetzt reißen Sie sich zusammen und servieren den Champagner. Jawohl, der Champagner, aber leider ist er nicht da. Ja, aber wenn er jetzt dann gleich da ist, dann würde ich sagen, dann stoßen wir doch gleich an auf den glücklichen Papa. Papa, Papa. Also so viel Freude hält ja kein Aas nicht aus. Ja, und dir, liebe Mama, möchte ich nach diesem Schock noch eine große Freude bereiten. Wir wollen... Richtig, wir zwei, wir geben dir und allen Anwesenden hiermit unsere Verlobung bekannt. Bravo! Naja, eigentlich wollte ich das ja selber sagen, aber nun ist es schon mal raus. Also das geht ja hier wie geschmiert. Dabei sind die Bayern doch sonst nicht so flott. Bevor die Weißwurst gesagt haben wir sie schon gefressen. Von dem Preisen vielleicht einmal einer sagen, dass er seine Pappen halten soll. Franz, halt du dich da raus. Und du holst das auch. Kommen Sie mit, die haben keinen Humor, die Beten. Meine liebe Frau Schwiegermutter, ich freue mich, in Ihnen die beste, schönste und begabteste überhaupt zu haben. Herzlichen Glückwunsch. Was ist los? Hat er was versandt? Ja, und was? Eine Verlobung? Und unser Josef ist Vater geworden. Was? Papa, Papa. Das gibt's ja nicht. Der war doch noch gerade vorhin bei mir draußen. Ich dreh noch durch. Aber bitte bloß nicht ein, dass er der Babysitter auch noch macht. Das kann aber ganz lustig werden, Lenz. Das Baby bin nämlich ich. Was? Ach ja, nachdem die Stimmung nun schon mal an den Höhepunkt angekommen ist, möchte ich versuchen, das Ganze noch etwas musikalisch zu toppen. Ja. Und dann könnte ich ja doch noch meinen Jodler loslassen. Bitte nicht, bitte. Banausen. Herrlich. Oh, die Party voll im Gange.